Michelle Bachelet, Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, kritisiert China aufgrund willkürlicher Verhaftungen. Bachelet, die die Menschenrechtsverletzungen in Osttürkestan ansprach, sagte, dass sie Wege suche, um sich mit den chinesischen Behörden zwecks der Berichte über Verschleppungen und willkürliche Verhaftungen auszutauschen. Ahmed Ünal, Abgeordneter der Großen Partei, teilte mit, dass die Forderung, Kontakt zu China aufzunehmen, um sich über die Zukunft der Uiguren zu informieren, ein wichtiger Schritt sei. Ünal sagte, da die Uiguren in China regelrecht einem Genozid ausgesetzt sind und die Welt dies regungslos mit ansieht, hat sich unsere Partei für einen wichtigen Schritt entschlossen. Wir hoffen, dass das Außenministerium unseren Vorschlag annehmen und aktiv werden wird. Das Statistische Amt der EU hat die Zahlen der Einbürgerungen in der EU für 2017 veröffentlicht. Demnach wurden 2017 825.000 Menschen eingebürgert. 83% der Neubürger sind entweder nicht-europäischer Herkunft oder sogenannte Staatenlose. 34% der Neubürger stammen aus Marokko, Albanien, Indien, der Türkei, Rumänien, Pakistan und Polen. China ist den USA auf dem militärischen Gebiet dicht auf den Fersen. Peking gab bekannt, seine Militärausgaben um 7,5% zu erhöhen. Demnach wird China 2019 177 Milliarden Dollar ausgeben. Dies ist ein gewaltiger Schritt für China und katapultiert sie nach den USA auf Platz 2 der Länder, die die höchsten Militärausgaben haben. Der Präsident der Türkei, Erdogan, hat sich in einem TV-Programm zu aktuellen Themen geäußert. Nachdem Erdogan über die S-400-Raketen befragt wurde, erwiderte er, dass dies beschlossene Sache ist und dass man eventuell auch S-500-Raketen bestellen werde. Der Außenminister der USA gab zu bedenken, dass die Türkei in dem Falle der Anschaffung der S-400-Systeme mit Sanktionen zu rechnen habe.